Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber diese Schüssel steht in der Stadt mit K. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geburtstagsgäste, los mal springen! Mit K, sie ist laut, trink viel und schlag. Oft so schnell, aber immer ja dos. Sie ist kein Moll, aber Südjodos. Hey Mann, wir sind schwer in Luft. Team Kapell, Dinge Fluss, Ding Sport. Karneval, die ganze Jahr. Unser Stadt mit K. Ich komm aus der Stadt mit K. Ihr seid ernsthaft alle wegen uns jetzt hier? Also das zu fassen ist halt sehr schwierig. Krass, so vor wahrscheinlich 14 Jahren stand ich hier in der Halle und hab davon geträumt, dass das mal passiert. Also mein absolutes Highlight für die letzten 15 Jahre. Ich glaube, das hat noch ein paar Tage gedauert, bis man das so richtig begriffen hat, was da eigentlich passiert ist. Man kann sich selber so ein bisschen feiern, was wir da geschafft haben. Oh yeah. Wir sind hier in unserem Proberaum, wie man sieht, das ist in Köln-Ehrenfeld und proben für die Arena. Also wir haben am Wochenende 2 Arena-Konzerte und heute sind wir noch hier und ab morgen sind wir im Tanzbrunnen, weil da ist ein bisschen größer und wir proben auch mit der Technik dann schon. Wir haben tatsächlich einfach ein paar Leute angesprochen, die wir persönlich toll finden, ob sie Lust hätten, mal aus der Arena aufzutreten. Als wir darüber nachgedacht haben, was können wir denn für Gäste einladen, da gab es verschiedenste Überlegungen in alle Richtungen. Aber Gentleman war direkt irgendwie dabei. Wir dachten, der ist ja tatsächlich ein Kölscher Jung. Lass erstmal so den den Grundvibe checken. Der kam rein und hat von jetzt auf gleich einfach angefangen, als wären wir Buddies und würden zusammen jammen und dadurch direkt diese Hemmschwelle geholt, dass wir dachten, ach, das ist ein internationaler Star, der ist weltbekannt und so. Naja, also nervös wegen meiner Größenordnung. Ich habe noch nie in der Lanxess Arena gespielt. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit Musikern zusammengearbeitet habe, die wirklich professionelle Musiker sind und alles spielen können. Und wenn es dann geht, jetzt machen wir mal Reggae, dann groovt es einfach nicht, weil die Leute immer denken, ach, das ist ja einfach. Ist es aber nicht, sondern es müssen so ein paar Komponenten stimmen. Und das war bei Casala, es war sofort da, die Energie war einfach da. Die Art des Spielens und die Freude auch des Spielens. Und ich glaube, von Casala Seite die Freude, mal was komplett anderes zu machen und von meiner Seite auch. Yeah. Das haben wir übernommen. Und dann eine Fanfare dahinter. Ja, gar nicht schlecht. Das Kostüm ist Das Interessante ist natürlich, wenn 2 komplett verschiedene Musikgenres zusammenkommen und es trotzdem einen gemeinsamen Nenner gibt. Wie nennt man es dann? Aber mit Reguftata wäre ich fein. Also, das können wir so stehen lassen. Das
die ganzen Konzerte waren ja nicht nur für unser Team eine riesen Herausforderung, sondern natürlich auch für uns, weil wir unbedingt neue Sachen präsentieren wollten. Und ich weiß ganz genau, einer von den Songs, Wie wenn keiner Süd, heißt er tatsächlich jetzt am Ende dann irgendwie, auch das war lange gar nicht klar. Der ist erst im Prinzip 3-4 Tage vorher fertig geworden, textlich. Es gibt nur eine Stimmung. Es gibt eine Stimmung und es gibt ein paar Ideen. Nein, es gibt so einen Wo-Oh-Teil. Ja, den gibt's, aber wie gesagt, Wo-Oh wird's nicht heißen. Aber es gibt de facto... Das neue Lied Wo-Oh. Es gibt de facto musikalisch ist die Nummer komplett fertig. Aber es gibt 27 Millionen Zeilen und es gibt eine Grundidee, wie die Stimmung des Liedes sein könnte. Aber das ist es. Wir haben ja noch 4 Tage. 3 Tage? Wie viele Tage haben wir? Träume im Auge und Konfetti im Hauch. Eigentlich ganz schöne Zeit. Die Idee finde ich eigentlich auch immer noch geil. Ich aber hatte ich finde dafür- halt Träune im Auge und Konfetti im Haus. Ich hatte dafür noch andere Zeilen. Träune, weißt du, was ich meine? Träune im Auge und Konfetti im Haus, ein bisschen... Ich hatte ja nochmal auf meiner Stadt Tanz mit mir, Tanz, wie wenn keiner uns sieht, oh. Das finde ich wiederum gar nicht Das ist schlecht. besser, nein. Und wir haben den dann echt auf den letzten Drücker erst fertig gemacht, was aber manchmal auch ganz gut ist. Also ich glaube, ich brauche manchmal ein bisschen Druck auch und Zeitdruck und eine Deadline, um dann auch wirklich eine Sache fertig zu machen. Darum tanz, wie wenn keiner sieht. Wow, 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 tanz, wie wenn keiner sieht. Wow. Du brauchst dich nicht schämen für alle Katsche, der Bühne und Schramme. Das ist nicht komisch, das ist normal. Das ist ganz logisch, das kennen wir alle. Und am ersten Abend, ehrlich gesagt, klebte da auch noch ein Zettel, weil der Text noch so frisch war, das wäre sonst zu riskant gewesen. Den mussten wir dann noch auf den Boden kleben. Schöne Jahre, neue Köln. Ja, ziemlich abgefahren. Vor 5 Jahren das erste Mal auf die Bühne geklettert im kleinen Club auf der Zülpicher Straße und jetzt dürfen wir dieses Jahr in die Köln Arena und proben genau da, wo wir unser letztes, größtes überhaupt Highlight hatten, hier im Tanzbrunnen, wo wir vor 2 Jahren spielen durften, vor 11.000 Leuten. Da war hier alles voll. Die Jungs bauen halt auf, wir bauen halt die komplette Technik auf. Und dann machen wir gleich einen Soundcheck und dann proben wir, es kommen auch noch Gäste und ja, haben jetzt ein paar Tage Generalproben. Diese Generalprobe im Tanzbrunnen, die stimmt einen schon mal so ein bisschen darauf ein, okay, Leute, jetzt passiert was Großes. Die Idee zu Casala ist entstanden wie eigentlich alle großartigen Ideen, nämlich nachts um 3 bei einer WG-Party völlig betrunken in der Küche. Da war ich bei Flo am Geburtstag. Und da haben wir irgendwann gesagt, lass doch mal auf jeden Fall irgendwann was zusammen machen, was Musiker immer so zueinander sagen halt. Und meistens rufen sie danach nie wieder an. ...2004, ich lerne Flo Peil kennen, gründe mit ihm die Band Peilomat mit dem Schlagzeuger Henning. Spiele mit ihm 8 Jahre in dieser Band oder 7 Jahre bis 2011, da war so ein bisschen die Luft raus. Wir hatten eine Tour, die wirklich katastrophal war und die Band hat sich auch so ein bisschen aufgelöst. Und ich habe irgendwann den Basti angerufen und habe gesagt, pass auf, jetzt müssen wir starten. Ich möchte, das war im April 2011 oder so, und ich habe gesagt, ich möchte diesen Sommer proben und lass uns Leute suchen. Dann kommt der Anruf von Flo, ey Sebi, ich mache eine neue Band, das ist auf Kölsch. Ich habe hier einen Sänger gefunden in Köln, den Basti, lass mal treffen. Kannst du dir vorstellen, sowas zu machen? Und ich so, ich habe immer gut mit dem Flo gearbeitet. Hab gedacht, so kann nicht so verkehrt sein.
Flo kenne ich seit 25 Jahren und wir haben immer schon zusammen Musik gemacht. Und dann sagte der Flo irgendwann, hör mal, hast du Bock? Ich plane da mit dem Basti zusammen so eine Kölsch-Band. Und ich dachte generell so, ja, warum nicht? Kasten Bier leer proben und ein bisschen Spaß haben, bin ich sofort dabei. Wir brauchten noch einen Schlagzeuger und ich hatte da einen im Hinterkopf, den Nils, mit dem habe ich zusammen studiert und auch schon mal hier und da zusammen gespielt. So kam ich dann bei Casala ins Gespräch, weil Flo irgendwie mit dem Ena oder den Ena gefragt hatte, kennst du nicht noch einen Schlagzeuger, der Lust hätte einzusteigen? Und ja, dann hat er mich angerufen. Dann habe ich ja gesagt. Ich bin in dem Proberaum, wir haben das erste Mal gespielt und ich dachte, coole Band, hast du Bock drauf? Und alles andere ist dann einfach so passiert und hat uns überrollt. Tatsächlich, als die Idee entstanden ist, eine Kölsch-Band zu gründen, kam der Flo damals zu mir an und hat gefragt, Kimi, wenn wir eine Kölsch-Band machen, hättest du nicht Lust, dabei zu sein? Und dann habe ich nicht gezögert und direkt eingewilligt und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Ich glaube, sie kamen mit 8 Titeln, die sie mir vorgespielt haben. Und ich habe in meiner bis dahin 16-jährigen Karriere noch nie so viele gute Demos auf einen Knall gehört. Wir haben dann ganz kurz entschlossen gesagt, wir machen ein Album. Erstmal wurde der Titel Pirate gemacht, weil der noch auf diesen Sampler von uns von der Karneval der Stars draufgekommen ist. Der Karneval ist ja so geprägt, dass meistens die Termine immer schon für 2 Jahre im Vorfeld irgendwie weg sind. Und wenn aber was richtig Gutes kommt, dann und das unisono so gesehen wird, dann gibt es auf einmal doch noch Möglichkeiten, von denen man vorher nicht glaubte, dass sie da waren. Sie haben so einen richtigen Ruck in die ganze Szene gebracht. Das Gleiche ist 2000 Brings gelungen, die da auch so als Quereinsteiger reinkam, und 1970 den Blackfoes, die auch das irgendwie alles komplett revolutioniert hatten, was da war. Und in so einer Tradition habe ich den Einstieg da von Casala auch gesehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Es wird immer mehr, ne? Das ist der Wahnsinn. Jetzt stehen wir hier, sind mal kurz vorbeigekommen, um uns mal anzugucken, was denn jetzt passiert. Ich bin schon mal sehr überfordert allein von der Anzahl der Kisten. Und wenn man hier hinkommt, dann sind diese riesigen LED-Wände und das alles, was hier aufgebaut wird, das steigert die Nervosität. Also entspannter wird man nicht dadurch, aber Freunde, es freut sich natürlich auch einfach mega. Es ist völlig absurd, was die hier alles machen. Es sind ja irgendwie 80 Leute, die hier werken seit 1,5 Tagen und es ist echt krass. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz. Ich bin der Michi. Meine Aufgabe bei der Arena war, das Bühnendesign und das Lichtdesign für die Band umzusetzen. Von Westhofen bis nach... Ich bin der Roland. Ich mache den Ton für Casala seit von Beginn an. Wir sind eins. Wir sind Mira. Ich bin Arne, bin verantwortlich für die Kameratechnik hier in der Halle, damit wir Casala auch für alle Leute in der Arena groß ins Bild bringen können auf den LED-Wänden. Banker, Bischof, Straßenmädchen. Wir sind bunt und wir sind eins. Ich möchte den Produktionsleiter sprechen. Jawohl, wo ist der Produktionsleiter hier? Herr Lehner, bitte zur Information. Der Herr Lehner, bitte. Ich bin André Lehner, mache die Produktionsleitung bei Casala und in der Funktion bin ich derjenige, der versucht, alle Gewerke zu verknüpfen und alles auf einen Punkt zu bringen, im besten Fall. Denn jeder stellt uns Herz. Also Casala ist definitiv mehr als einfach nur ein Job. Ich denke mal, das wird jeder bestätigen, der hier in dem engeren inneren Kreis arbeitet. Wir sind jeder vom Mosaik ne Stein. Wir zusammen, wir sind eins.
Keiner fährt zu Casalla zum Arbeiten. Wir fahren dahin, um auch ein bisschen Spaß zu haben und konzentriert bei der Sache zu sein. Aber auch, weil es einfach schon einen gewissen Fun-Faktor hat, mit den Jungs einfach an kleineren, aber auch größeren Baustellen zu arbeiten. Komm, bleib heute Abend hier, setz mit der Kiste Bier in die Arena und spiel auf für Gruppen. Was habt ihr immer für Playstation gezockt? Das Schöne an dem gesamten Casalla-Universum ist halt, dass wir versuchen, das auch so weit wie möglich als Familie einfach zu gestalten. Auch wenn es natürlich ein Geschäft geworden ist, dass wir an vielen Stellen einfach professionell arbeiten müssen, ist dieser Gedanke, dieser Spirit, würde man glaube ich jetzt sagen, wenn man irgendwie so ein Motivationscoach wäre, der ist einfach immer noch da und der brennt auch immer noch und das ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist wie so ein Haufen Brüder, die sich ja auch hin und wieder mal kabbeln, aber irgendwie ist es irgendwie keine Einzelkämpfer, sondern es ist einfach ein Riesenclan, der zusammen ein Ziel verfolgt. Das ist einfach total großartig, dass alle an einem Strang ziehen. Also wir sind jetzt hier in der Arena auf unserer B-Stage. Der Plan ist, ich meine, auf der großen Bühne, du bist schon weit weg von den Leuten und wir haben uns überlegt, wie schaffen wir das, irgendwie noch ein bisschen näher dran zu kommen und wollten hier so einen kleinen akustischen Block auf der B-Stage, wo du halt wirklich direkt die Leute an dir dran hast und wird nochmal so eine kleine Abwechslung im Konzert sein. Wenn man in so Familiendingen so irgendwie drin ist, ne, geht es weniger darum, dass man sich überlegt, was bedeutet das für mich und wie gut funktioniert das, was wir hier machen, sondern dass man denen einfach wünscht, dass alles so wird, wie die sich das vorstellen. Und das ist schön, also so einen Arbeitsansatz haben zu können, ist dann cool. Dass wir gemeinsam dann auch da in so etwas hineinwachsen konnten, das macht im Nachhinein natürlich noch besonders froh einfach. Die ganzen Leute, die die Show eigentlich irgendwie gestemmt haben, waren Freunde und das ist ein total schönes Gefühl. Okay. Ist schon ein tolles Gefühl, ein Teil davon zu sein und dass auch alle, die jetzt schon von vor 10 Jahren dabei waren, als es Casalla noch nicht gab, dass die jetzt immer noch mit dabei sind. Also dieses Familiengefühl ist dann auf jeden Fall da. Wir sind eins, wir zusammen, wir sind eins. Ich kann auch als Bandmitglied sagen, ich bin froh, Teil dieser Familie zu sein. So langsam fängt es an zu kribbeln, auf jeden Fall. Also die Arena in Köln ist ja tatsächlich akustisch nicht das einfachste Pflaster. Das weiß jeder, der mal da auf ein Konzert gegangen ist, dass es sehr wechselhafte Ergebnisse bringen kann. Uns war wichtig, dass wir, wenn wir schon in der Arena in Köln spielen, dass die Leute, die da hinkommen, wirklich auch die Band irgendwie erleben können, wie sie spielt und dass es dann eben nicht hinterher im großen Maße Beschwerden gibt darüber, dass der Ton dann schlecht war. Ich habe also relativ früh schon, als wir angefangen haben zu planen, meinen Lieblingssystemtechniker angerufen und darum gebeten, ein Beschallungskonzept für die Arena zu machen. Wie würdest du das machen, wenn du es perfekt machen wolltest, jetzt von der Grundausleuchtung mit Lautsprechern her? Natürlich auch da dankbar, dass dieses basisdemokratische System der Band dazu sich entschieden hat, das Beschallungskonzept dann so auch zu nehmen. Und ja, das war, wie gesagt, eine Teamleistung. Dafür bin ich super froh. Hat mir als Mischer dann im Endeffekt der Band die Möglichkeit gegeben, das auf einem guten System einfach nach vorne zu bringen. Einer der schönsten Momente in der Arena war tatsächlich, als gegen Ende vom zweiten Konzert der Michael Wirth, der für das Beschallungssystem verantwortlich war, zu mir meinte, jetzt haben wir es fast so weit, dass es wie eine Turnhalle klingt. Und für die Arena war das dann fast ein Kompliment. Die größte Herausforderung für mich waren 3 Stunden Show lichtmäßig so zu unterstützen,
dass wir nicht in den ersten 2 Songs jeglichen Effekt, jegliche Lampe, jegliches Mittel direkt verschießen und dann die nächsten 2,5 Stunden immer das Gleiche sehen. Wir hatten ja gestern schon die Soundcheck. Dass ich noch mal kurz höre, wie das sich hier auf den Ohren anhört. Dann bin ich auch direkt wieder weg. Will ich euch jetzt nicht so viel Zeit. Ich weiß gar nicht, was Ja, der Florian fährt aber Skateboard. Florian, wir sind doch bei der Arbeit hier. Kennen Casala ja jetzt schon, ja, seit die sich gegründet haben. Ne? Standen auch schon mehrfach zusammen auf der Bühne als Ketzala, so haben es die Leute genannt. Und ja, und jetzt hier 5 Jahre Casala. Also, wenn das weiter so geht, wo soll das nur noch hinführen mit euch? Also, Als nächstes bleibt ja nur noch das Stadion. Ne? Ja, Stadion. Ja, oder immer wieder Arena, 3-mal, 4-mal. Und das war es! Und das war cool! Und das war Von mir cool. Danke. Wenn ich überlege, wo wir vor 5 Jahren angefangen haben und überlege, wie es angefangen hat, dass damals die Jungs, dadurch, dass ich den Flo und den Ena schon so lange kenne und den Basti, und wir sozusagen miteinander groß geworden sind und von der Idee, hey, wir machen eine Kölsch-Band, Kimi, hast nicht Bock dabei zu sein, bis heute Arena, ist einfach nur Wahnsinn und auch ein ziemlicher Flash und ich hoffe, dass es immer so weitergeht. Irgendwie ist es trotzdem noch so ein bisschen unwirklich. Man kann es sich noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann aussieht, wenn es voll ist. Ich glaube, das checkt man erst, wenn dann irgendwie der Vorhang fällt und das Konzert losgeht. Was wir machen, wir sind am Soundchecken von morgens bis kurz vor knapp. Eigentlich war es tatsächlich so, dass wir bis kurz vorm Einlass geprobt haben und Soundchecks gemacht haben. Und die Jungs, bevor sie auf die Bühne gegangen sind und 3 Stunden Konzert gespielt haben, haben, glaube ich, an dem Tag schon mal 6 Stunden geprobt. Ich würde dran hängen, man ja mit Hunger ferne. Gut, hat man probiert. Ja, der fallende Vorhang am Anfang ist immer ein hohes Risiko bei so einer Veranstaltung. Entweder er fällt nicht runter, er kann auch durch Hallenwind auf die Bühne gedrückt werden oder von der Bühne ins Publikum gedrückt werden, sodass die erste Reihe unterm Stoff begraben wird oder auch die 3 Jungs, die in der ersten Reihe auf der Bühne stehen. Aber es wäre auch komisch, wenn irgendwas, also wenn alles klappen würde und es hat aber unterm Strich alles super. Also heute werden ein paar tausend, 7.400 sind es, glaube ich, Luftballons verteilt, um die Jungs zu überraschen, mit einem kleinen Ständchen auch. Und morgen gibt es auch ein paar kleine Überraschungen. Pirate, lebe frei, dreh mal Köln ahoi, rette sich weg an Malé. Meet and Greets vor den Konzerten finde ich überhaupt nicht schlimm oder bringt einen nicht aus der Konzentration, also mich persönlich nicht. Ich finde das eher eine willkommene Abwechslung tatsächlich. Man kommt noch mal wieder so in die Realität zurück, weil ansonsten verliert man sich vielleicht auch schnell in diesem Tunnel. Oh. Der seit heute Morgen 9 Uhr schon am Bastelt irgendwie und jetzt... Dem Basti geht der Arsch lang auf. Oh ja. Aber der muss ja die Ansagen machen. Wir versuchen immer sehr nah an den Leuten zu sein und bei so einem Meet and Greet hat man dann eigentlich mal die Möglichkeit, einfach mal ein paar Minuten in Ruhe auch neue Leute kennenzulernen und mal in Ruhe mit denen zu quatschen. Wir haben ja teilweise wirklich so 6 oder 8 oder manchmal sogar 10 Termine und das ist dann schon echt bisschen Leistungssport. Man will natürlich auch, dass die Leute das nicht merken. Ja? Also wenn wir auf eine Bühne gehen abends um 2, sollen die Leute ja nicht denken, ach, die haben schon 10 hinter sich, so sehen sie auch. Dann probiert man natürlich jedes Mal Gas zu geben und das ist schon auch anstrengend. Aber es macht auch tierisch Spaß. Wir haben den ganzen Tag geprobt, es waren keine Leute in der Halle und dann hast du dieses Meet and Greet und merkst einfach schon, wie heiß die Leute darauf sind und dann
kommst du wirklich in diesen Modus rein, genau für diese Leute machen wir jetzt Musik und diese Leute freuen sich und die sind so dankbar, dass wir das machen. Die Abwechslung ist halt immer cool, ne? Wenn du halt die ganze Zeit nur Karneval hast, dann wird das anstrengend, wenn du so einen Sommer hinter dir hast, dann freust du dich auch wieder auf Karneval, aber heute Abend freuen wir uns auf Arena. Ich glaube, das ist auch okay. Das sind die Leute, für die du rausgehst und spielst, beziehungsweise die begeben dir das auch schon, weil die halt total heiß und kribbelig sind und du bist halt noch so ein bisschen konzentriert, hast so viele Gedanken und die lösen sich dann, weil du sagst, komm, du gehst jetzt raus, diese Leute freuen sich drauf und du gibst denen was. Die geben dir nämlich auch was zurück. Wir spielen zweimal in dieser Halle. Darauf möchte ich mit euch anstoßen. Das ist ein krasser Scheiß. Und wenn der Film dann morgen vorbei war, hätte er für mich halt jetzt so happy. Ich würde alles wieder tun. Liebe Freunde, schön, dass ihr alle dabei seid. Das ist, glaube ich, der krasseste Abend für uns, den wir je erlebt haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid und den mit uns erlebt. Und lasst uns Spaß haben. Diät Kasala! Als dann das Konzert losging und der Trailer lief, den Flo extra für das Intro quasi zusammengeschnitten hat, mit so Bildern aus den 5 Jahren Kasala. Als dieser Trailer lief, standen mir tatsächlich auch mal so die Tränen in den Augen. Das war echt ein cooles Ding. Also in dem Moment habe ich richtig Bock bekommen auf das Konzert. Okay, Jungs, geht los. Der Arsch tierisch auf Grundeis gegangen, im Prinzip die gesamten 3 Stunden jeden Abend. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, da vorne der Typ hinter den ganzen Trommeln, das ist mein großer Bruder, der Roland, der heute bei uns spielt. Es ist schon irgendwie einfach ein schönes Gefühl, auch einfach, dass wir gemeinsam da stehen und dass beide irgendwie so ihren Weg gemacht haben. Und er ist auch auf jeden Fall einfach ein tierischer Perkussionist und es macht mega Spaß, mit ihm
zu arbeiten. Und er erzählt immer die Geschichte, dass er mir früher die Windeln gewechselt hat und jetzt stehen wir zusammen auf der Bühne. Das ist natürlich einfach sehr lustig. Irgendwann stehe ich mit Black Furies, mit denen ich seit 2000 immer zur Silvesternacht hier in der Arena auch spielen darf, auf der Bühne und kriege Noten in die Hand und da steht dann als Komponist Florian Peil drauf. Und ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat da so ein kölsches Stück geschrieben für eine der Lieblings-Kölsch-Band, die ich so kenne, auch schon seitdem ich eben 6 Jahre alt bin. Und die Black Furies haben von Anfang an gesagt, also als er mir so erzählt hat, der Bömmel hat gesagt, dass sie eigentlich eine neue Band brauchen, die diese Kultur weiter treibt und weiter modernisiert, wie damals Brings und so weiter. Nils Blum und Roland Peil an die Percussion! Und dann uns dann ein bisschen was überlegt, aber das meiste war eigentlich, es war schon improvisiert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Köln ist einfach für mich Heimat. So. Und kölsche Musik erinnert mich an die Heimat. Und das ist was ich einfach fest verankert habe auch. Weil ich sehr viel unterwegs bin und relativ wenig in Köln bin. Und deswegen ist es für mich immer so schön und wichtig, auch Lokalpatriot zu sein, der ich immer mehr werde. Eine ziemlich großartige Sache war, dass das Team einfach so gut gearbeitet hat und so gut den Rücken freigehalten hat, dass wir uns komplett auf die Show, auf die Musik und auf das Erlebnis auch so konzentrieren konnten oder beziehungsweise einfach so da drin waren. Und das ist was, wo ich sehr dankbar bin, weil das intensiviert nochmal die Art und Weise, wie man es überhaupt wahrnehmen kann. Und das ist natürlich schon so ein Moment gewesen, wo einem die Kinnlade runterfällt, wenn wie von Zauberhand auf einmal die ganze Arena anfängt zu singen und dir 13.000 Schilder mit Alles Jode irgendwie entgegenkommen. Also das war schon so ein Moment, wo mal kurz, okay, was geht denn hier jetzt ab? Das ist halt ein Moment, wo man sich denkt, okay, krass, wieso machen die das? Also das ist eben das, wieso sind die hier? Also was haben wir getan, damit ihr uns so viel Liebe schenkt? Das ist schon sehr besonders. Mann, wie sollen wir denn danach überhaupt noch weitermachen? Bei denen passt ja alles. Da hat man halt auch Glück, wenn man in so einem Gefüge seine Kunst, seine Leidenschaft, seine Musik machen kann und damit auch noch das auch noch zum Beruf macht und das alles machen kann in einem Umfeld, wo alle sich lieben und fröhlich sind und eine Familie sind, dann ist das ein großes Glück. Und wenn man das zu schätzen weiß, und das wissen die Jungs ja, dann kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. Oder nicht mehr viel. Wenn man Gast ist, ist es auf jeden Fall relaxter, wenn man weiß, haha, diese Millionen Menschen, die hier sind, dafür habe ich gar keine Verantwortung. Das ist euer Shit. Ihr müsst damit umgehen. Es ist entspannt und es macht dann einfach nur Bock, mit denen auf die Bühne zu gehen. Ganz klar oben auf der Liste als Wunschgast. Das war auf jeden Fall auch so ein Teil der Familie, der dann mit auf der Bühne ist. So wie das in Köln halt auch ist. Man kennt sich und man ist verwandt dann. Das ist ja nicht so schlecht, aber. Wo sind die Jungs?
hat einfach gut gepasst. Und sie ist ja auch echt eine Rampensau, muss man ja schon sagen. Die sind ja unheimlich demütig auch. Da ist ja keiner, der da sagt, hallo, weißt du, wer ich bin? Ich bin hier der von Casala. So sind die ja nicht. Und das ist alles einfach sehr gesund gewachsen. Es sind zwar nur 5 Jahre gewesen bis zur Lanxess Arena, aber das ist trotzdem in einem total gesunden Maß. So, finde ich. Kann natürlich sein, dass die privat, also hinter unser aller Rücken, weiß ich nicht, jeden Abend im Ivory abhängen und Gin Tonics gegen die Wand schmeißen. Zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Ich geb drauf Acht, dass du immer einen bei dir hast. Ich bin für dich da, bin wegen dir hier, nur wegen dir. Wenn du traurig bist, trage ich dein Schwarz für dich. Nikolaus Müller, jemand, der sicherlich nicht verdächtig ist, Karnevalsfan oder Mundart-Fan zu sein. Und dass der gesagt hat, ich komme da hin und mache das mit euch, das war für mich auf jeden Fall das Größte. Nur wegen dir siehst du mich zum Rand der Welt gehen. Dann sammle ich Stein. Und das ist schon mutig, wenn man hingeht und sagt, ich fülle jetzt eine Arena mit 13.000 Leuten nur mit einem Keyboard und meiner Stimme. Also da muss man echt schon Eier haben, um sowas da zu bringen. Hat er. Du hattest mich beim ersten Atemzug. Die Welt, wie sie war mir genug. Ich bin für dich da, bin wegen dir hier, nur wegen dir. Ich darf sehen, wie du groß wirst. Das ist das Größte von allem, dass du mich jetzt nicht mehr los wirst. Ich hoffe, das wird dir gefallen. Der Niki hat einfach eine Stimme, die mir jedes Mal eine unfassbare Gänsehaut macht. Und das war einfach ein sehr toller Moment. In der Arena musste man halt eigentlich generell so ein bisschen größer denken. Wir haben oft schon eine Cellistin dabei gehabt, die Lena, die auch schon ein Teil der Familie ist. Irgendwann hat sie dann einen befreundeten Geiger mitgebracht, den Jon. Aber in der Arena wollten wir mal ein ganzes Streichquartett haben. Lena hat dann noch ein paar Kollegen mitgebracht und dann galt es dann, okay, jetzt brauchen wir ein paar Streichernoten, die wurden dann schnell geschrieben und ja, dann hatten wir endlich mal die Freude und die Ehre, mal mit einem richtig schönen Streichquartett zu spielen. Das war auch ein Highlight. Während wir noch von der Hauptbühne rüber sind, haben die Streicher schon angefangen, haben schon mal so ein Ambiente geschaffen. Also ich kam da hin und war ganz selig, fand das sehr schön, weil das auch, wie gesagt, so ein ganz intimer Moment, trotz der Menge an Leuten, war es ein sehr intimer Moment. Das nächste Lied ist nicht von uns, sondern von meinem Pap, nicht von Köln. Stell dir vor, was gewesen war. Hat schon lange her am Ring gefunden. Auf der B-Stage im Akustikset haben wir dann Nit von Kölle, das ist ein Song von meinem Vater gespielt, den haben wir schon häufiger mal gespielt, der ist auch auf dem Album drauf, das war auf dem ersten Album, das war mir auch ziemlich wichtig. Und ich bin sehr dankbar, dass die Jungs mir die Möglichkeit geben, den auch bei wichtigen Anlässen nochmal zu spielen, weil mein Vater natürlich ein Mensch war, der mich sehr geprägt hat und der viel zu früh halt auch gegangen ist. Und das gibt mir auch immer noch die Möglichkeit, mich dann nochmal immer wieder im Positiven daran zu erinnern.
let it be a sign. Losse Hützen, Woman, hieß dann einfach Frau. John, du bist zwar nicht von Köln und nicht geboren hier am Rhein, doch lasset das Sache, so ne Typ wie du, der hört hin. So ne Typ wie du, der hört hin. So ne Typ wie du, der hört hin. Vielen Dank. Wir sind sehr gut da drin, erstmal vielleicht so auch das Geld und die Logik erstmal auszublenden und erstmal Ideen sprudeln zu lassen, was ja auch ganz gut ist. Und ja, am Ende bleibt dann stehen, was halt machbar ist und das ziehen wir dann durch. Die Sterneflair-Rakete-Idee ist am Ende anders geworden, als wir sie zuerst vorhatten. Also wir haben ganz am Anfang überlegt, mega geil, wir lassen eine Rakete von der Decke kommen, jemand steigt ein und fliegt wirklich mit der Rakete durch die Halle. Da hat unser Technikteam um André und Michi und Ruhl aber dann irgendwann, also ich sag jetzt mal, ein Vogel zeigen war Mindeste, weil wir gedacht haben, das seid ihr bescheuert, also das kann kein Mensch bezahlen. Dann haben wir versucht, das irgendwie realistisch hinzukriegen, weil wir es einfach einen coolen Effekt fanden. Im Endeffekt ist es jetzt ziemlich trashig geworden, aber ist auch gut so, weil das finden wir zumindest genauso dann auch rüberkam. So viele Leute haben es gar nicht mitbekommen, haben es gar nicht so viele Leute darauf angesprochen. Wir haben uns mega tot gelacht, schon während der Proben, und haben jetzt eine 3 Meter hohe Holzrakete im Lager stehen. Kann man ja bestimmt noch mal irgendwann gebrauchen. Ich kenne den Sebi ja schon ein paar Jahre und der ist ja jemand, der auf der Bühne immer sich in Gefahr bringt. Also er klettert auch schon mal an der Traverse hoch und hängt plötzlich so 5 Meter über der Bühne und man fragt sich, weißt du eigentlich, wie du da wieder runterkommst? Also ich weiß, dass der Sebi sehr verrückte Sachen macht und ich habe eigentlich von mir eigentlich wenig Sorgen gemacht. Es gab schon kritische Fragen, die gesagt haben, ihr nehmt ein Live-Album auf, was ist, wenn du runterfällst? Dann, oh nee, dann fehlt uns was und dann könntest du dich verletzen oder andere verletzen. Jetzt könnte man natürlich denken, ey, der Typ hat nur ein Mikro in der Hand, dann kann der doch auch in Schlauchboote klettern und sonst irgendwas. Das ist aber nicht der Fall. Das verbietet mir Kim, weil ich bin das, was man einen Körperklaus nennt. Ich bin sehr ungeschickt. Ich bin ja auch schon von Bühnen runtergefallen und habe mir den Arm gebrochen und solche Sachen. Deshalb darf ich solche artistisch angehauchten Dinger nicht machen bei uns. Steht zwar nirgendwo schwarz auf weiß, aber es ist ein unausgesprochenes Gesetz. Irgendwer steht so, ich war still.
Die Katzen, Cat Ballou, haben wir natürlich gefragt aus alter Verbundenheit. Unsere Wege haben sich häufig gekreuzt und gingen auch häufig ein Stück miteinander. Und da war es eigentlich auch nur logisch, dass man zum 5-Jährigen diese Band in irgendeiner Form mit einbindet. Dieses Konzert direkt 2-mal hintereinander spielen zu können, zu dürfen, ich sag mal so, kurz nach dem ersten Konzert, es gab, glaube ich, gar keine Zeit dazwischen, zwischen den zwei, also ich wüsste nicht, was da gewesen ist. Ich glaube, das war für mich so, in Erinnerung war das ein Event. Also man hat zwar geschlafen, man war zu Hause, hat was gegessen, sich gewaschen, aber sonst ist da auch nicht viel passiert. Man wollte auch sofort wieder in die Arena. Also sobald ich wach war, kurz nach dem Aufstehen, bin ich dann auch direkt aufs Fahrrad und wieder zurückgefahren. Am ersten Tag hatten die irgendwie allen Leuten, die reinkamen, Ballons gegeben und denen gesagt, bei einem bestimmten Song die aufzublasen und damit rumzuwedeln. Was erstmal ziemlich banal klingt, aber wenn das 10.000, 13.000 Leute machen, ich weiß nicht, wie viele einen Ballon hatten, aber es sah so aus, als hätten fast alle einen, dann ist das der absolute Wahnsinn. Da bleibt dir echt so ein Kloß im Hals stecken. Das war schon krass. Also, dass so ein paar Leute das hinbekommen, so viele Leute zu mobilisieren, exakt an der gleichen Stelle, exakt das Gleiche zu machen. Da waren wir ganz schön überwältigt. Liebe Freunde, es gibt so eine kleine Geschichte. Ich habe vor 14 Jahren hier mal in der Halle gearbeitet als Aufbauhelfer. Und ich habe hier um 4 Uhr morgens in der Halle gestanden, die war leer nach so einem Konzert von Herbert Grönemeyer oder sowas. Ich habe gedacht, wie geil muss das sein, wenn man irgendwann mal hier steht und die Leute singen alle mit. Die Lieder, die man sich mit seinen Kumpels irgendwann mal ausgedacht hat. Und ich habe irgendwann ein paar Kumpels kennengelernt, mit denen eine Band gegründet, mit ein paar von denen hier. Wir waren viele Jahre unterwegs und irgendwann haben wir noch ein paar Kumpels dazu genommen, haben diese Band gegründet und heute Abend stehen wir hier. Und ich wollte euch sagen, ihr macht 5 Leute unfassbar glücklich heute. Dankeschön. Und wenn ihr zum Abschied jeder ein kleines Licht habt, eine Wunderkerze, ein Feuerzeug oder euer Handy und ein riesiges Lichtermeer sein könntet, dann wäre das sehr, sehr schön. Dankeschön. Was ich so schön fand, war, dass ich danach so ein ganz warmes Familiengefühl hatte. Irgendwie das Gefühl hatte, ey, wir haben hier mit unserer Mannschaft, unseren Leuten und unserer Band, die es seit 5 Jahren gibt, irgendwie sowas auf die Beine gestellt, was uns alle gleich unheimlich stolz gemacht hat. Ich bin der Fänger, opgejagen, han mich auf den Kopf gestellt und angefangen, selbst zu leben, du hast am Ende so jahrig. Also für mich ist das schon alles auch sehr bewegend gewesen in der Arena, weil ich mit dem Flo Konzerte gespielt habe, wo wir mehr Crew als Gäste hatten, in ganz kleinen Clubs und wo trotzdem es immer weiterging, dass er daran geglaubt hat, dass das irgendwann funktioniert. Und dann in so einer Arena zu sein, wo die ganze Hütte die Lieder mitsingt, das ist schon
das hat mich sehr bewegt. Also da gab es auch viele Momente in der Arena, wo ich Gänsehaut gehabt habe und mich daran erinnert habe, wie wir damals irgendwie im Schlafzimmer erste Demos aufgenommen haben. Das war abgefahren. Und du weißt, das ist jetzt falsch. Der Verstand sind nicht, doch das Herz schreit einfach ja. Bütz mich noch ein allerletztes Mal. Und wenn ich morgen traurig bin, ist mir das Hügner scheiße, ja. Bütz mich einfach so, als wenn es morgen. Ich habe mir immer gewünscht, irgendwie Musiker zu sein, unterwegs zu sein, aber sowas dann zu erleben mit den ganzen Leuten drumherum und mit Fans, die nur wegen dir kommen und dich quasi durch so ein Konzert tragen, weil sie die ganze Zeit mitsingen, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich fand einfach die ganze Stimmung in der Lanxess Arena grandios und die Art und Weise, wie die Jungs gespielt haben. Und ich war ja auch vorher da und habe gesehen, wie den Jungs auch der Stift geht, so, was natürlich nur nachvollziehbar ist. Und mit welcher Leichtigkeit und gleichzeitig aber Konzentration die Jungs dann das Programm gespielt haben, das war schon faszinierend. Auch zu sehen, dass es wirklich diese Interaktion auch mit dem Publikum gibt. Und diese Masse an Menschen zu sehen, die wirklich jede Textzeile mitsingen, so, das ganze Konzert war ein Highlight. Also jetzt da einen Moment rauszufinden, ist unmöglich. Ich brauch nicht Erd, kannst du mich verstehen? Kannst du mich sehen, wie ich stehe? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Bemerkenswert war, dass ich nicht nur einen Mann hab weinen sehen. Also es war wirklich so, dass alle so emotional berührt waren und so geflasht von dieser Show und der Band und wie die wiederum emotional auf der Bühne waren, dass da wirklich bei ein paar Songs Tränen geflossen sind. Wenn man beim ersten MTC-Konzert noch war, wo, weiß ich nicht mehr, knapp 100 Leute waren und man sieht dann auf einmal, dass innerhalb von 5 Jahren zweimal die Arena voll wird, da kann ja gar keiner anders als zu sagen, aber alles richtig gemacht. Dankeschön, Dankeschön.